Ihre Promotion 5. Spieltag. Den FC Swift von Asper empfängt den FF Norden 02. Am Moment ist der Unterschied zwischen die zwei Equipen an der Tabelle ganz groß. Mit 10 Punkten von 12 möglich ist der Swift von Asper ganz viel dabei. Sie hoffen natürlich heute ob sich an, ob gleich zwischen den FC Erzela Ettelbrick und Union Esch 4 nach Minuten und Tabellenspitze zu regeln. Beim FF Norden ist es ein bisschen mehr chaotisch. Sie haben im Moment 0 Punkte von 12 möglich und kommen so löse an einen Punktenot. Es wäre gut, wenn sie irgendetwas aus Haspa könnten mitholen, weil nächste Woche ist schon den Derby du Grand Nord gegen den FC Wolz. Aber auch von dem Papaya der Match nicht ganz ausgeglichen ausgesehen, muss ich gucken, wie es auf dem Terrain gegangen ist. Do erwischt den FF Norden 02 den besseren Start. Noch 40 Sekunden dann schon die erste Goalchance. Pass vom Dauphin auf den Cabrion ist nicht fest genug und da setzt sich ein Theo Sully dazwischen. Danach ist ein Theo Sully nicht mehr zu stoppen und gewinnt sein Duell gegen den Yannick Susan. Das ist 0-1 für den FF Norden. Noch 40 Sekunden. De Fehler probiert noch den letzten Sprint für den Goal zu vermeiden, mit du war nicht mehr zu machen, de Sully als eiskalt blieben und hat den Norden Affährung gebracht. An nur 4 Minuten drauf langen Degagement vom Nascimento auf den Theo Sully und dann ist den Theo Sully rum am Reck von der Haspra Défense, mit das Kehr rutscht den über den Ball aus. An den nächsten 10 Minuten geht sich der Sully einfach nicht. Nur ein Missverständnis zwischen den Fehlern an der Mara erhobert ihn noch ein den Ball. Hier geht dann auf der linken Seite, setzt sich durch gegen den Fehler, geht am Strafraum ran und scheitert Yannick Susan. Mit dann kommt die Bestrafung für den Norden. Den Correa spielt heisch mit dem HG, den Nascimento kommt raus und den hast du keinen Moment eingehört für den Stürmer vom Swift, den somit den Ausgleich trifft. Ist das Butter für den FF Norden, der für noch 2 ungenutzte Goalchancen hat. Mit das eben so der Fußball. Es steht mittlerweile 1-1 zwischen den Swift von Asper und den FF Norden. Fünf Minuten um Ausgleich probiert der Norden Druck zu machen. Der Sully spielt am Reck von Madi auf den Dongala. Dongala dann Trick für den Sully, aber sein Schuss geht knapp dolancht. Plus ou moins dasselbe geschieht dann noch auf der anderen Seite. Nur eine gute Kontrolle vom Correa findet hier ohne Problem den Hege. Den Hege setzt sich gegen den Kopacki durch, schießt, mit da war nicht genug Genauigkeit als sein Schuss. An der 18. Spielminute, also da war soweit, Hegeball vom Correa und dann der Riesenfehler vom Dongala, der Ball kommt zurück beim Kenan auf Dusinovic, der kein Problem hat, für den Goalkeeper auszutricksen und das Spiel zu drehen. Ein bisschen gegen die Physiognomie vom Spiel gehört den FF Norden immer Rückstand und muss probieren, so schnell wie möglich etwas gut zu machen. Das probieren sie als sich durch den Dongala, den sich gegen die Fehler durchsetzt und Strafraum geht und dann zum Abschluss kommt. Mit das war wohl kein Problem für den Susan. Anderem durch den Sully. Bei einem Freistoß verliert er sein echten Duell. Mit einem Kopfspiel von Mara kriegt den Ball zurück. Hier muss eins gehen mit dem Druck vom Fehlen auf vom Albanese, kann sich aber umdrehen schießen. Mescherum geht der Ball dolancht. Nur enger Pass von Brüch probiert Weiles aus der Distanz, mehr ohne Erfolg. Wir spielen die 37. Spielminute. Lange Ball auf den Avdusinovic auf der rechten Seite. Hier trägst du Kopacki an den Hand aus. Lädt ihn dann zurück für den Albanese. Hier schießt der Ball, wird geblockt von Pereira. Der Ball kommt dann zurück den Albanese an den Avdusinovic schießen am selben Ball. Mit denen geht drüber. Dann die nächste Goalchance für den FF Norden. Mit Theo Sully. Hier findet den Dongala am Lauf. Den Dongala hat frei Bund, kann am Strafraum ran, schießt, mehr verfehlt komplett. Und dann könnt die 41. Spielminute. Der Ball ist beim Correa. Auf der rechten Seite Correa mit der Flanke. Da kommt der Nascimento raus. Der Ball kommt zurück beim Avdusinovic, der sich kein Vorsteller aufschlägt. Und dann ist der Goal 3-1 für die lokale Equipe. Was für ein schöner Goal für ihn, den innerhalb von 3 Ballkontakten den Ball ans Netz katapultiert. Für den Norden allerdings geht es immer mehr schwer.
Somit geht das Partie mit ganz viel Rhythmus an Goalchancen an der Halbzeit. Der Swift von Hesper feiert mit 3:1. Aus dem Vestiaire könnt der Swift von Hesper am besten, wie zum Beispiel heute den Albanese schießt nicht hier wert, hier spielt an der Lauf für Korea, Korea schießt, mit du hast den Goal knapp verfehlt. Duno probiert Pereira aus der Distanz, mais kein Problem für de Susan. 30 Sekunden Duno, nur ein Fehler für Fehlen, hat der Brüch eine ganz gute Chance auf den Anschlusstreffer, aber da hat Susan gut abgepasst. 50. Spielminute am Duell gegen Madi, fällt der Brüch am Strafraum, mit dem Arbiter pfeift kein 11 Meter. Und das war meiner Meinung nach ganz gut gesehen vom Gielemann. Es hat den Gefühl, den Norden könnte man mit einem Anschlusstreffer. Wie zum Beispiel einmal den niedrigen Flank vom Weiles auf der Brüch, aber hier kann der Ball nicht am Goal beschleunigen. Und dann geschieht das beim Norden, was nie geschehen dürfte. Weite Ball vom Keeper, den Albanese am Kopfspiel, der Ball ist beim EG, ihr könnt viel zu einfach Länchen Pereira, litten dann Träger mit für den Korea, den am eidele Goal, den für jetzt trifft. Ab dem Moment war sicher, dass Hesper haut kein Punkt Dele gave. FF Norden weiter mit Druck, nur 4, wie zum Beispiel Heim am Corner. Der geht auf den Hans, Volley vom Hans, an der Reflex zu, an der Ball könnte irgendwie zurück beim Sully, mit der wollte einfach nicht gehen. 82. Spielminute. Der frisch angewechselte Polak spielt beim Panga, die ganz vergisst war auf der linken Seite, hier kann am Strafraum ran, schießt, aber du hast Lat, der Yannick Susan retten kann. Da probiert den angewechselte Mojenki aus der Distanz mit dem Nascimento stung auf der richtigen Platz, anhand dran aus den Avdusinovic abseits gewirrscht. Die letzte Goalchance von dieser Partie ist für den FF Norden, mich schon bei der Volley von Pereira, geht der Ball ganz weit vom Goal fort. So gewinnt der Swift von Hesper mit 4:1 gegen den FF Norden die 3 Punkte, abläuft weiterhin daheim mit einer Bilanz von 100%. Der Norden hat so einen strengen Endstand nicht verdient, sie hatte Chancen, viele Chancen sogar, aber haben die nicht genutzt. Dementsprechend gehen sie mit 0 Punkten Richtung Heim. Die anderen Resultate aus der Ehre-Promotion. CS Grevemara gegen den US Sandweiler 1:2, FC Etzela Ettelbrück gegen Union Asch 1:1, FC Monnerich gegen Union Mertet Wasserböllech 1:1, den FC Rodange gegen den Atat Biesen 2:2, Wolz gewinnt mit 1:0 sein Duell gegen den Avenir Beggen, und dann der Swift von Hesper gegen den FF Norden, die hat das gesehen 4:1. Im Match vom 5. Spieltag gouf mi frei an der Woche gespielt, das war den US Hurstadt gegen den FC Mama 32, an déi könnt ihr op ein andere Video von mir gucken. Den Anstand war do 2:1 für Hurstadt. An der Tabelle gesäidet folgendermaßen aus, ganz vier stehen den FC Etzela Ettelbrück Union Asch an den Swift von Hesper mit 13 Punkten. Hannen drun kommen den US Hurstadt an den FC Wolz 71 mit 12. Auf der 10. Position von den CS Grevemara mit 3 Punkten, 11. aus den FC Mama 32 auch mit 3 Punkten. Danach könnt den FC Monnerich mit einem Punkt, an ganz Hannen stehen den FF Norden an den Avenir Beggen mit 0 Punkten.